Guten Morgen von meiner Seite. Es heisst, ich muss mich kurz vorstellen. Ich bin Rudi Altdorfer aus der GVC Winterthur und ich freue mich, heute hier zu sein. Abschied nehmen, jeder von uns hat schon Abschied nehmen. Ich mag mich besinnen, als ich das erste Mal Abschied nehmen von meiner Frau. Wir waren frisch verliebt, hier noch nicht Frau, frisch verliebt und sie geht 3 Monate ins Ausland. Das geht gar nicht, das ist bösartig, das ist gemein, das ist hinterlistig. Aber sie hat es gemacht. Und ich habe gemeint, ich muss sterben. Für 2 Tage zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ich sterbe. Ich bin nicht, aber es hat sich so angefühlt. Und dann ist sie heimgekommen und wir haben Schluss gemacht. Das ist richtig dumm. Aber wir sind heute zusammen, haben es meistens gut. Und wir alle haben schon Abschied nehmen. Das ist jetzt eher ein kurzer Abschied und auch eher ein lustiger schlussendlich, wenn man zurückschaut. Aber es gibt natürlich auch Abschiede, die tief sind, die schwer sind, die eben auch ewig sind. Und wir sind in dieser Serie und in dieser Predigt von heute, wo es auch darum geht, über die Abschiedsrede von Jesus Christus. Wo Jesus Christus gemerkt hat, dass sein Leben zu einem Ende kommt, dass es einen Shift gibt, dass er wieder zurück in den Himmel geht, hat er seine Jünger versammelt und hat die bekannte und für mich eine von der schönsten Reden, von der tiefsten, berührendsten Reden von Jesus gehalten. Und zwar im Johannesevangelium Kapitel 13, wo die bekannten Verse sind und die bekannte Handlung, die Liebeshandlung, wo er seine Jünger die Füße wäscht. Und eben dort über Liebe redet, seine Liebe Ausdruck gibt, sehr emotional, dass er über die Jünger denkt, wenn er sie liebt. Und wo er dann eben auch über Verrat redet und sagt, und trotzdem habe ich Jesus Christus meine Liebe ja. Dann in den Kapitel 14, 15, 16 geht es darum, da werden wir heute eintauchen, was er auf dem Herz hat, was ihm wichtig ist, über sein Leben und wo er die Jünger und eigentlich die Kirche sieht in der Zukunft. Und im Kapitel 17, dort tut er segnen. Dort betet er für sich selber, für die Jünger und für alle Jünger und alle Nachfolger von Jesus Christus, die irgendwann einmal noch werden kommen. Und Jesus hat eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was die Patriarchen aus dem Alten Testament schon immer gemacht haben. Jeder Patriarch, man kann das in der Bibel so wunderschön nachlesen, wenn sie gemerkt haben, ihr Leben kommt zu einem Ende, haben sie eben die Sippe, die Familie zusammengerufen, ans Bett, ans Sterbebett an. Und sie haben, und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, sich sehr gut überlegt, was will ich meinen Kindern, meinen Nachkommen weitergeben, was soll bleiben. Weil wenn man so einen Abschied nimmt, dann hören natürlich Menschen besonders gut zu. Das ist so das Lebensresümee, das kondensiert kommt. Es sind die wichtigen Sachen, die dieser Person wichtig sind. Und das probiert man weiterzugeben. Patriarchen haben aber auch klärende Worte geredet. Sie haben das Erbe geklärt, wer was bekommt. Und sie haben auch ein geistliches Erbe weitergegeben. Sie haben nämlich am Schluss Hand aufgelegt und seine Kinder gesegnet. Und das ist vielfach so wie eine prophetische Spur, ein prophetisches Vermächtnis für jedes Kind, wie das Leben nachher eigentlich auch sich entfaltet hat. Das kann man nachlesen. Ganz speziell sieht man das natürlich auch beim Jakob, wo er seine 12 Söhne gesegnet hat, wo ja dann die Stammväter geworden sind vom Land Israel. Und was er über diesen Söhne ausgesprochen hat, ist nachher in diesen Stammesvätern und in diesen Stämmen auch in Erfüllung gegangen. Und ich, um eine kleine Klammer zu machen, frage mich immer wieder und bin ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt, wie wenig Menschen das in der heutigen Zeit noch machen. Dass wenn sie merken, dass ihr Leben irgendwo erfüllt ist und zu einem Abschied kommt, dass sie ihre Sippe, wenn man so will, oder ihre Familie versammelt, klärende Worte reden, ihr Lebensresümee weitergeben, ihre Kinder einfach noch verabschieden und auch ein geistliches Erbe weitergeben, was ihr auf ihrem Leben ist, weitergeben an die nächste Generation. Und ich will das einfach so in den Raum einstellen und sagen, das wäre doch ein Gedanke wert, um da auch in die Tradition von der Patriarchen und von Jesus Christus einzutreten. Und so gehen wir zusammen in den Raum, wo Jesus Abschied genommen hat, ins Abendmahl, wo er das Abendmahl mit ihnen genommen hat, das letzte Abendmahl, aber eigentlich auch das erste Abendmahl, weil das Abendmahl ist ja eben der Eintritt, das Zeichen vom neuen Bund, dass eine neue Ära kommt. Jesus Christus sagt in dieser Abschiedsrede, das Alte ist vergangen, es kommt eine neue Ära, es gibt etwas Neues. Aber für die Jünger ist das natürlich nicht ganz so einfach zu verstehen gewesen. Ihr stellt euch doch zusammen vor, gehen wir schnell mit diesen Jüngern mit, die sind 3,5 Jahre mit Jesus umhergezogen. Von Anfang an, vom Kleinen, haben sie es erlebt, bis zu einer Grossveranstaltung, was Jesus alles gemacht hat. Sie haben das Land durchzogen, von Norden, Süden
Westen, Osten, hinten, vorne, oben, runter, was auch immer. Sie haben Grossartiges erlebt. Die haben einander gekannt. Die 12 Jünger, die haben einander gekannt. Die haben jedes Mal gewusst, welcher Witz kommt jetzt von wem. Jeden Spruch haben sie gekannt. Sie haben einander genervt, sie haben einander gern gehabt. Einfach alles. 3,5 Jahre unterwegs bist, dann, du weisst, bei jedem, wenn er furzt, was auch immer. Einfach, man kennt sich. Und so sind die wirklich eine verschworene Truppe gewesen, die haben Grossartiges erlebt, wie das Reich Gottes eingebrochen ist, wo Jesus Christus gekommen ist. Sie haben seine Gegenwart erlebt, sie haben erlebt, wie Menschen geheilt worden sind, wie Menschen befreit worden sind. Wenn sie an einer Beerdigung sind, ist es eben nicht zu einem Abschied gekommen, sondern es ist etwas anderes passiert. Einfach gewaltige Sachen haben die erlebt und plötzlich sollte das alles vorbei sein. Da sind natürlich Emotionen in diesen Jüngern drin gewesen, von Angst, von Verwirrung, wahrscheinlich auch Emotionen von jetzt zurück zum normalen Leben, jetzt ist es vorbei. Weil wenn Jesus weg ist, dann ist alles wieder auf normal, jetzt müssen wir wieder zurück in unser Dorf. Viele Fragen, viel Verwirrung, viel Ängste, vielleicht auch Wut, Zorn. Und Jesus geht auf all die Fragen und all auf die Emotionen in dieser Abschiedsrede wunderschön ein. Und er gibt eine Antwort, eigentlich eine Hauptantwort, wo, wenn ich richtig informiert bin, wo nächste Woche in der Predigt kommt. Und das ist eben nicht ein Lösungsansatz, sondern es ist ein Vorstellen von einer Person. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird geschickt werden für euch. Das ist die Lösung. Für das, was sich die Jünger gefragt haben, sind wir jetzt allein. Und Jesus sagt, nein, ich schicke den Heiligen Geist, ihr seid nicht allein. Die Jünger haben sich gefragt, ist jetzt die Mission vorbei, ist das Leben wieder zurück auf normal? Und Jesus sagt, nein, der Heilige Geist ist da, der in euch lebt und euch befähigt, dass es eben so weitergeht, was ihr erlebt habt. Die Mission ist immer noch an, die Bewegung ist immer noch an, der Auftrag gilt immer noch. Sie haben sich vielleicht gefragt, wer lehrt jetzt uns, nachdem Jesus weg ist? Und die Antwort ist auch wieder ein Leben mit dem Heiligen Geist zusammen. Weil der Heilige Geist wird vom Vater sagen, was er gehört hat und euch weitergeben. Er wird euch lehren. Trost. Der Heilige Geist ist der grosse Tröster. Also die Antwort für all die Emotionen, für die Frage ist in der Beziehung mit dem Heiligen Geist zu finden. So hat es Jesus angekündigt. Und das ist natürlich auch heute noch so. In dieser Verbundenheit mit dem Heiligen Geist ist Gott stellvertretend auf Erde in uns hinein. Also überhaupt kein Zurück auf Normal, sondern das Leben geht in einer anderen Form weiter durch den Heiligen Geist. Und in diesen Verheißungen oder in diesen Kapiteln vom Johannesevangelium ist nicht nur der Heilige Geist versprochen, sondern ganz viele Versprechen werden gemacht. Ein Versprechen ist zum Beispiel, dass wir und die Jünger, dass Jesus gesagt hat, wir dürfen seinen Namen brauchen. Seinen Namen, im Namen von Jesus Christus beten. Und das Konzept ist natürlich neu gewesen. Weil die Jünger, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, sind die grossartigen Sachen passiert wegen der Gegenwart von Christus. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr dürft in meinem Namen beten. Ihr dürft meinen Namen brauchen zum Beten. Was heisst das? Was heisst das für uns? In der damaligen Zeit ist wahrscheinlich den Jüngern sehr schnell klar geworden, was Jesus Christus mit dem Bild meint. Mit dem im Namen von Jesus, im Namen von jemandem beten. Und zwar hat man in der Antike Geschäfte oder die politischen Entscheid im Stadttor gefällt. Also in einer Stadt ist man die Männer, die die Autorität haben von der Politik her, die Leiter sind von der Stadt oder auch Geschäftsleute, sind im Stadttor zusammengekommen und haben geschäftet. Die haben im Stadttor Verträge abgemacht, Sachen festgelegt oder politische Entscheid umgesetzt in diesem Stadttor. Und wenn jetzt ein Vater das Gefühl hat, sein Sohn ist genug alt, dass er selber geschäften kann, und das ist vielfach in der jüdischen Kultur natürlich im Alter von 13 gewesen. Bei denen hat es dann vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht, die sind 40 geworden, bis der Vater das Gefühl hat, der kann mich jetzt wirklich vertreten. Aber wenn der Vater das Gefühl hat, der Sohn kann mich vertreten, er kann in meinem Sinn jetzt geschäften, er ist genug reif, er versteht es genug, dann hat der Sohn wahrscheinlich voller Stolz an der Hand genommen, oder vielleicht eben auch nicht mehr, aber er hat den Arm um die Schulter herumgelegt, ist mit ihm in die Stadt durchgelaufen und hat seinen Sohn vorgestellt, allen Männern in diesem Stadttor, den Politikern und all diesen Geschäftsleuten, und hat gesagt, ab heute kann er in meinem Namen geschäften. Also auch wenn ich nicht rum bin, aber er ist rum, dann ist es wie wenn ich rum wäre, wenn er etwas sagt. Und sie haben ihn eingesetzt und haben gesagt, er wird ab jetzt auch in meinem Namen geschäften. Und die Geschäftsmann und die Politiker haben gesagt, okay, ist gut. Und versteht ihr, es ist nicht darauf angekommen, ob sich einerseits der
junge Kerl genug reif gefühlt hat, genug ausgebildet, ob er das Gefühl hat, er ist so weit. Die Autorität ist nicht von dem abgehangen. Die Autorität ist allein von dem abgehangen, dass der Vater gesagt hat, ich übergebe dir die Autorität. Andersrum hätte ein Geschäftspartner sagen, du, aber sorry, schau mal, du bist immer noch grün hintendurch, hast noch nicht mal rasiert. Was willst du da mit mir geschäften? Ich bin schon seit 40 Jahren im Business. Spielt überhaupt keine Rolle. Weil er hat die Autorität, weil sie übertragen worden ist. Und das Bild braucht natürlich Jesus eben und sagt zu seinen Jüngern, ihr dürft in meinem Namen jetzt Geschäfte, ihr dürft meinen Namen brauchen. Er ist also, um das Bild noch ein bisschen weiter auszudehnen auf uns, auf die heutige Zeit, er hat dich und mich genommen. Er ist voller Stolz in der geistlichen Welt, in die Stadt durchgegangen, in die himmlische Welt und hat gesagt, das ist der Rudi, mein geliebter Sohn, ab heute darf er in meinem Namen Geschäfte. Und nochmal, es spielt keine Rolle, ob ich das Gefühl habe, heute, ich fühle mich, ich habe genug gebetet, ich fühle mich super verbunden mit Gott. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist ein Thema, aber nicht, wenn es um die Fragen geht, die uns heute beschäftigen. Es geht auch nicht darum, ob die geistliche Welt das Gefühl hat, der Rudi lebt im Sinne des Vaters. Es geht nur darum, ob er mich eingesetzt hat oder nicht. Und was ist das Geschäft auf Erde, wo Gott uns eingesetzt hat? Das ist natürlich das Reich Gottes. Wo er sagt, ich gehe weg, aber jetzt kannst du in meinem Namen Geschäfte auf Erde. Geschäfte in meinem Namen. Löset das Reich Gottes auf. Bindet, löset, bringet in Existenz. Geschäftet, macht Verträge. Sind aktiv im Sinne, wie ich es machen würde, an meiner Stadt, damit eben das Reich Gottes mehr und mehr kommen kann, auch wenn ich nicht rum bin. Also die Mission ist immer noch voll da, der Auftrag gilt immer noch, und die Bewegung hat natürlich seit Tod zugenommen, weltweit. Ein wunderschönes Bild. Und in diesem Bild wollen wir in die nächsten Versen hineingehen. Ich will 3 Bibelstellen aus diesen Kapiteln herauslesen, von diesen grossartigen Versprechen, wo wir in seinem Namen eben beten können. Zuerst lesen wir im Johannes 14, Kapitel 12, und da steht, wo Jesus redet, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Gewaltige Verse. So gewaltig, dass wahrscheinlich manche von uns schon mal gedacht hat, Jesus, hast da dein Maul nicht vielleicht ein bisschen zu voll genommen. Und ich werde am Schluss von dieser Predigt auch noch ein bisschen auf die Enttäuschungen eingehen, aber jetzt möchte ich vor allem einfach mal die Verse in der Klarheit, in der Geradheit, in der Stärke, in der vollen Bewunderung stehen lassen. Wir lesen in all diesen Abschnitten, in diesen Versen, wo es um die Verheißungen geht, eigentlich immer wieder ähnliche Themen. Einerseits um Verbundenheit. Verbunden mit ihm bleiben. Das Zweite, eben im Namen von Jesus beten. Und das Dritte, der Vater kommt immer wieder vor. Und in diesem Abschnitt oder in dieser Bibelstelle, die wir jetzt gelesen haben, ist speziell, dass Jesus sagt, denn wenn Gebete erhört werden, wird die Herrlichkeit vom Vater offenbar werden. Und das heisst, dass jedes Gebet, das erhört wird und eine Erfüllung findet, bringt Gott Herrlichkeit. Tut seinen Namen offenbar machen, bringt Herrlichkeit und somit ja auch Ehre und Anbetung zu unserem Gott. Theologen haben sich immer wieder gefragt über die Jahrhunderte und fragen sich auch heute noch, was hat Jesus mit dem gemeint grössere Sachen? Ja, hat er mit dem gemeint einfach geografisch grösser? Weil Jesus hat ja eigentlich nur im Land von Israel gewirkt. Oder hat er wirklich auch grössere Taten gemeint im Sinne von kraftvoller? Ich persönlich muss immer ein bisschen schmunzeln. Weil ich finde es ein bisschen eine unnötige Frage. Ich denke, es ist ja beides. Und zwar kannst du dir vorstellen, wenn die Jünger mit Jesus unterwegs sind, die 3 Jahre, was sie alles erlebt haben, und Jesus kommt und sagt, die werden Grösseres erleben, dann haben sie wahrscheinlich wirklich auch an die Krafttaten gedacht. Und insofern gemerkt, hey, es geht weiter. Wenn wir den Namen von Jesus brauchen dürfen, dann passieren wieder die gleichen Sachen. Andersrum ganz klar auch auf die Ausbreitung von dem gewaltigen Reich, weil Jesus hat ja das persönlich gesagt, geht in alle Länder
und predigen das Evangelium, dass wir heute Frieden mit Gott haben und Gott auf Erde durch den Heiligen Geist in einem kommen kann. Und so gehen wir weiter und lesen nochmal einen Vers im Kapitel 15, wo Jesus nochmal so einen Paukenschlag macht, so eine Verkündigung, was alles möglich ist im Namen von Jesus Christus. Wir lesen im Kapitel 15, Vers 7, wenn ihr mit mir vereint bleibt, ihr seht, das ist wieder die Verbundenheit, und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Auch da wieder der Vater, der angesprochen wird und dass unsere Gebete wirklich erhört werden. Wir gehen gerade ins Johannes Kapitel 16 und bei diesem Vers wollen wir dann ein bisschen campieren, den wollen wir ein bisschen zerlegen und uns ein bisschen verköstigen. Vers 23, Amen. Und ihr wisst ja, wenn Jesus Amen sagt, dann sagt er, so sei es. Er gibt eigentlich wie nochmal einen oben drauf, um wirklich sicherzustellen, dass es uns bewusst ist, dass es ihm ernst ist. Amen, ich versichere euch, der Vater wird euch dann alles geben, worum ihr ihn bittet, weil ihr es in meinem Namen tut und euch auf mich beruft. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Ich liebe da den letzten Abschnitt von dem Vers, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Jesus verspricht eigentlich, dass unsere Gebete eine Erfüllung bekommen können. Und eine Motivation ist, dass in unserem Herzen noch Freude sein kann. Dass Freude ist, dass der Vater uns erhört und dass wir das bekommen, worum wir ihn bitten. Aber was ist jetzt in diesem Vers hinein? Auch wieder ein neues Konzept, das Jesus den Jüngern vorstellt, weil ein neuer Abschnitt kommt und er sagt, ihr dürft zum Vater beten. Und das ist für uns eigentlich normal. Wir kennen das, wir sind das gelehrt worden. Aber gehen wir nochmal in die Jünger ein, in die Welt der Jünger, ins Konzept, das sie haben von Vaterschaft oder von Gott. Unter dem Alten Testament hat man den Namen von Gott nicht einmal ausgesprochen. Man hat ihn ersetzt, man hat nicht Jahwe gesagt, sondern Adonai. Zum den Namen, der so heilig ist, man hat so Ehrfurcht gehabt, man hat so Angst gehabt, auch in einer Form, dass man den Namen nicht einmal ausgesprochen hat. Also das war eine Distanz. Man hat wohl einen persönlichen Glauben gehabt, aber man hat nicht eine persönliche Beziehung gehabt. Und das sind zwei unterschiedliche Konzepte oder unterschiedliche Worte, die eben im Neuen Testament zusammenkommen, dass wir beides haben können. Einen persönlichen Glauben und eine persönliche Beziehung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, der Gott, der so weit weg ist in dem Alten Testament, in dem Volk Israel, in dem Konzept, und sagt plötzlich, er ist ein Vater. Aber jetzt ist er euer Vater, weil ich gehe ans Kreuz. Und durch das gibt es einen neuen Beziehungszugang zu Gott. Ihr habt einen Vater und zu dem könnt ihr beten. Also er ist nicht mehr weit weg, sondern näher. Und ihr dürft in einer Beziehung zu ihm kommen. Und wie ein Kind zu einem Vater eine Bitte hat oder eine Beziehung hat, dürft ihr zu Gott eine Beziehung aufbauen. Völlig neu. Und immer dann, wenn ein Vater rum ist, muss ja konsequenterweise auch ein Kind rum sein. Und das macht uns automatisch, wenn er sagt, ihr habt einen Vater, macht es uns automatisch zu Kindern. Und das hat natürlich mit Identität zu tun. Also er gibt eine neue Identität in diesen Abschiedsreden den Jüngern mit und sagt, ab jetzt geht es um Familie. Und das ist besonders um Johannes, dem Evangelist, wichtig gewesen. Das Wort Vater kommt im Johannesevangelium über 90 Mal vor. Und so fragen wir uns natürlich, ja, was ist das für ein Vater? Jeder von uns hat einen Vater, per se. Kann ich mir sagen lassen. Das ist so in der Biologie. Also jeder hat einen Vater, aber es heisst nicht, dass jeder das gleiche Konzept hat von einem Vater. Es gibt ja sehr gute Väter, es gibt gute Väter, es gibt solche, die es probieren, wie ich, dann gibt es noch solche, die und solche. Und die Jünger haben genau die gleiche Frage und haben gesagt, ja, Gott ist ein Vater, ja, was ist er denn für ein Vater? Und der Philippus sagt, hey, endlich, wir haben einen Vater, ja, bitte zeig uns, wie ist denn der Vater? Bevor du gehst, bitte zeig uns, wie der Vater ist. Und Jesus gibt eine spannende Antwort, er sagt, hey Philippus, jetzt bin ich 3,5 Jahre bei euch und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Und ich kann mir vorstellen, dass der Philippus denkt, hey, ich habe nicht gefragt, wer du bist, ich habe gefragt, wer Gott Vater ist. Und Jesus erklärt sich und sagt, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Wenn du gesehen hast, wie ich bin, hast du das Wesen vom Vater gesehen. Wenn du gesehen hast, wie ich mit den Menschen umgehe, hast du gesehen, wie Gott Vater mit den Menschen umgeht. Er trompetet eigentlich einen Posaunenschall aus und sagt, der Gott Vater ist ein wunderbarer Vater.
Und wenn du wissen willst, wie das Wesen von Gott ist, dann scheint das Licht am hellsten im Leben von Jesus Christus. Das Alte Testament gibt eine prophetische Schau, wer Gott Vater ist, über sein Wesen. Das Neue Testament in den Briefen gibt sehr klare Aussagen, theologische Aussagen. Aber wenn du wissen willst, wie der Vater fühlt, wie er mit Menschen umgeht, ist das Licht bei Jesus Christus am hellsten. Darum lese ich so gerne die Evangelien. Weil du siehst, wenn Jesus mit einer Frau umgegangen ist, ist das eben ein Vater-Tochter-Moment. Wenn du siehst, wie Jesus mit einem Kranken umgegangen ist, siehst du, wie Gott Vater jetzt, heute in diesem Moment, über Kranke denkt und sein Herz ausgeht zu den Kranken. Du siehst das Wesen von Vater im Leben von Jesus am klarsten, am deutlichsten. Und für mich auch am schönsten. Es ist eine Einladung, in einer neuen Identität, in einer neuen Beziehung zu beten. Und ich nenne das aus Identität heraus zu beten. Vaterhaus und eben auch ein anderes Haus. Wir lesen ich habe den Vers nicht auf der Folie, im Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus nimmt sogar noch mal ein Stück weiter und sagt, ihr seid nicht mehr Diener. Ihr seid Freunde. Eine Einladung in Freundschaft, die für mich wahrscheinlich eines vom Größten ist, was man erleben kann mit Gott. Dass der Gott in einer Freundschaft mit uns sein. Natürlich ist er immer der Herr, aber gleichzeitig auch in einer Freundschaft, das redet von einer Beziehung, von einem Beziehungsstand, den man mit Gott haben kann. Und ich will probieren, dass die zwei Sachen eigentlich schnell anhand von einem Bild, das wir da hinten haben, einerseits von einem Familienhaus, was läuft in einer Familie, was ist dort für eine Identität, was ist dort für eine Auswirkung, und andererseits nenne ich es jetzt eben eine Firma, ein Angestelltenverhältnis oder ein Waisenhaus, und die Bibel braucht die Bilder immer wieder, um unsere Identität zu beschreiben oder um eine Einladung zu geben, aus welcher Identität willst du leben, aus welchem Haus willst du leben, und im heutigen Fall besonders aus welchem Haus willst du beten. Aus welchem Haus willst du beten. Das eine Haus hat einen Vater, wo, ich sage jetzt mal, so ein bisschen der Chef ist im Haus. Im heutigen Zeit sagt man natürlich die Eltern. Beim anderen ist es ein Chef. Was ist der Unterschied? Einerseits natürlich Beziehung. Andererseits aber auch, wenn ich bei einem Arbeitgeber angestellt bin, dann komme ich Lohn über für was? Genau für das, was ich leiste. Also es ist ein Vertrag, ich komme Lohn über für das, was ich leiste. Wenn ich mehr leiste, komme ich mehr über. Wenn ich weniger tue, komme ich weniger. Das nennt man Leistungslohn. Das andere ist, es geht vielfach auch dort um Anerkennung. Also ich leiste, dass ich anerkannt bin. Vor allem in einem Waisenhaus. Oder? Ich weiss nicht, ob ich angenommen bin, ob ich geliebt bin, darum schaffe ich, dass ich Anerkennung und vielleicht Liebe bekomme. Das ist Schaffen aus diesem Haus raus. Ich habe keinen Zugang zum Herz vom Chef. In den meisten Fällen. Ist viel auch mit Druck oder mit Angst. Wenn das andere Haus, das Vaterhaus, ist natürlich Geborgenheit. Da ist Annahme, du bist versorgt. Da ist eine Beziehung. Und du musst nicht leisten. Du kommst über, du bist ein Erbe. Und das ist auch das wunderschönes Bild. Und wir alle kennen das, dass du Leute siehst, die in einer Firma arbeiten, sagen wir in einem KMU, die arbeiten wirklich hart, haben einen gewissen Lohn. Und dann steht auch noch der Sohn, gell? Und das kann einfach ein Dödel sein. Das kann ein Lümmel sein, das kann ein Nichtsnutz sein. Aber Erbe tut er eben gleich. Er muss nicht dafür leisten. Und das ist das Konzept, wo die Bibel uns immer wieder zuruft und sagt, bet aus dieser Identität, bet aus dem Vaterhaus raus. Weil immer dann, wenn du das Gefühl hast, du musst etwas leisten, damit du es bekommst, bist du wahrscheinlich aus der Gnade rausgefallen. Weil Gnade braucht es nur dann, wenn du nicht mehr über deine Leistung machen kannst. Und viel werde ich selber oder von Menschen gefragt, ja, aber hey, ich verdiene es ja gar nicht. Und ich sage, ja, richtig, wir verdienen gar nicht. Du verdienst nicht Erlösung, du verdienst nicht geheilt zu werden, du verdienst nicht befreit zu werden. Darum ist es Gnade. Darum lebe in der Gnade. Darum lebe in dem Haus von der Gnade, in dem Vaterhaus. Aber, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, du bist es wert. Was ist der Unterschied?
Verdienen heisst, du musst etwas dafür machen und das ist es nicht, darum ist es Gnade. Das ist die eine Seite. Aber du bist es wert. Wie wird ein Wert definiert? Ein Wert wird definiert, indem jemand bereit ist, dafür zu zahlen und wie viel dass er dafür bereit ist, zu zahlen. Und was ist dein Wert? Dein Wert ist, dass Jesus gesagt hat, für mich ist es alles wert. Ich gebe mein Leben. Das ist dein Wert. Also wir verdienen es nicht, aber wir sind es wert. Und wenn wir in dem leben, dann kommt vieles so zur Ruhe. Was heisst das? Es heisst, ich verdiene es nicht, dass ich geheilt werde, aber ich bin es wert, dass es jetzt, heute, in diesem Moment passieren kann. Das ist der Unterschied. Und das Konzept von Vaterschaft bedeutet ja auch, dass da so ein Package-Stil mitkommt. Ich bin Vater und meine Kinder, und ich bin nicht der beste Vater, aber meine Kinder haben noch nie bei mir auf die Knie betteln, dass sie Essen bekommen. Hey, das ist im Deal drin. Das kommt mit Vaterschaft mit. Die haben noch nie sich sorgen und sagen, hey, Papi, ich bitte dich, schau, was ich mache. Ich bin mega lieb, ich helfe abwaschen. Das müssen wir irgendwann mal noch festhalten, dass das wirklich passiert. Aber sie sagen, hey, ich arbeite wirklich mega mit. Kannst du dafür schauen, dass wir nächstes Jahr wirklich coole Ferien können? Das wäre peinlich. Das wäre komisch. Und es wäre mir peinlich, wenn meine Kinder vor anderen Menschen so mit mir umgehen würden. Weil das wäre rufschädigend für mich als Vater. Und ich wundere mich manchmal, um ganz ehrlich und provokativ zu sein, dass unsere Gebete manchmal nicht rufschädigend sind für den Vater im Himmel. Was mir manchmal bittet und bettelt, wo ich sage, hey, also Entschuldigung, kommt das nicht einfach mit, wenn wir einen guten Vater im Himmel haben. Und ich glaube es unbedingt. Und das meine ich aus Identität heraus. Beten. Er sagt, er versorgt uns. Er meint es wunderbar mit uns. Ich mag mich besinnen, wo wir auf Amerika sind und heimgekommen sind, wo es darum gegangen ist, um dann ein Haus zu haben. Haben wir überlegt, ja, wir gehen rüber, brauchen ein Haus. Und wir haben gebetet, kurz innerlich gebetet und einfach, hey, nein, ich bin ein Sohn, wir sind seine Kinder. It's done. Und einfach Danke gesagt, wir sind rüber. Sind ins Hotel eingecheckt und haben gemerkt, oh, es ist gleich ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Wir sind in das Quartier herumgefahren, wo es nahe bei der Kirche ist, nahe bei der Schule, einfach, dass alles stimmt. Und haben plötzlich gesehen, wie eine Frau dort draussen ist. Und es hat das Schild gehabt, dass das Haus zu vermieten ist. Wir haben angehalten, weil es wäre perfekt gewesen. Wir sind hier, haben geläutet und gefragt, können wir das Haus anschauen, ist es zum Vermieten? Und sie hat gesagt, nein, es ist nicht mehr. Sie hat jemanden. Und wir haben gesagt, schade, wenn wir es gleich anschauen könnten. Und sie hat gesagt, okay, anschauen könnt ihr. Aber die Böden sind noch nass, sie sind noch alles am sauber machen. Und wir haben gesagt, wir sind aus der Schweiz, suchen etwas. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, wann würdet ihr dann einwählen? Und ich habe gesagt, heute. Und sie hat gesagt, niemand, ich kann jemanden und überhaupt, ich bin gar noch nicht ready. Aber jetzt im Ernst, wenn ihr wirklich jetzt Interesse hättet, wann würdet ihr einwählen? Und dann habe ich gesagt, gut, in dem Fall morgen. Dann hat sie die Hände verrührt und hat gesagt, ja, sie überlegt sich. Und am Abend hat sie uns angerufen und hat gesagt, sie hat eine andere Partie abgesagt, wir können morgen einziehen. Und das sind die coolen Momente. Ist es immer so? Nein. Aber was bleibt, ist, er ist ein guter Vater, ob die Gebete vermeintlich erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Und ich bin ein Sohn und ich muss mich nicht sorgen. Weil er meint es gut mit uns. Das ist aus der Identität heraus zu beten. Und das würde ich euch gerne so zurufen. Und es geht nicht um einen Lohn, wir haben das Erbe, alles gehört ja uns, was ihm gehört. Und da, ich habe es vielleicht auch schon erzählt, aber da kommt mir immer wieder eine Geschichte in den Sinn mit unserem Sohn, wo ich das erste iPad bekommen habe oder gekauft habe, das ist schon lange her, gell? Und er war kleiner, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Papi, darf ich das? Und ich habe so aus dem Ding raus gesagt, ja, du erbst es Stier. Kommst es einfach noch nicht über. Und das ist so ein Running Gag geworden, dass er immer gesagt hat, hey, das iPad gehört mir, wenn du stirbst, ist es mir. Ich bin manchmal gar nicht so sicher, ob er dass ich noch lange lebe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist so ein Running Gag geworden. Und immer wieder sage ich, hey, alles, was mir ist, oder uns ist ja euch. Das ist Family, das Konzept von Family. Hört auf. Ich habe euch einfach noch nicht vor die Stadt durchgenommen. So weit sind wir noch nicht. Braucht es noch ein bisschen, dann müsst ihr noch ein bisschen älter werden. Aber das ist das Konzept. Alles, was Gott gehört, hat er gesagt, ist im Erbe für uns da. Also es geht nicht darum,
um bei Gott weinen, machen, betteln, sondern es geht darum, als ein Sohn, als eine Tochter, dieser Vaterschaftsleben in seinem Namen zu gehen und von dem Erbe Reich Gottes auszulösen. Das ist der Deal. Und jetzt möchte ich mit euch in den letzten Minuten nochmal ein Bild nach vorne nehmen, dass es wirklich vollbracht ist. Dass Jesus am Kreuz ja den Schrei gemacht hat, es ist vollbracht. Und im letzten Bild vom Hohepriester aus dem Alten Testament, einfach um das nochmal so verinnerlichen, hoffentlich mit einem Bild in unser Herz zu bringen. Die Aufgabe von einem Hohepriester im Volk Israel war, dass er das Volk vertreten hat. Also vielleicht schnell, ein Prophet hat Gott vertreten und ist mit dem, was Gott ihm gesagt hat, zum Volk gegangen. Ein Hohepriester hat eigentlich den umgekehrten Weg gehabt. Er hat das Volk vertreten und ist im Namen vom Volk zu Gott Vater gegangen, oder eben zu dem Gott, und hat das Volk vertreten. Einmal im Jahr hat der Hohepriester wo hin dürfen? Ins Allerheiligste. Dort hat sonst niemand hin dürfen. Und im Allerheiligsten hinein hat er hat eigentlich vor einer Woche sich vorbereitet, dass er wirklich rein ist. Dann hat er ein Opfer gebracht und ist rein. Und das ganze Volk hat sich versammelt. Also das ganze Volk von überall Israel ist angekommen. Und sie haben gewusst, wenn der Priester bei Gott Anerkennung findet, wenn er angenommen wird, wenn sein Opfer angenommen wird, dann ist das Volk für ein Jahr gesegnet. Richtig? Wenn nicht, ist das ganze Volk für ein Jahr nicht gesegnet. Das war das Konzept. Und so ist das Volk natürlich auch ein bisschen auf Nadeln gewesen, sind dort gestanden und haben sich gewundert. Der Priester hat Glöckchen an den Kleidern gehabt, man sagt auch ein Seil am Bein, das im Fall, dass er eben nicht, gell, bumm, und dann hast du ihn rausziehen. Und das Volk hat gewusst, jetzt haben wir ein Problem. Was heisst, was ist in diesem Bild drin? Nehmen wir den Jakob, oder? Der Jakob und Miriam, die sind an das Fest gegangen, haben gewusst, es ist ein absolut entscheidender Match, aber sie zwei haben mega Streit gehabt. Eine riesige Ehekrise. Und so sind sie im Volk gestanden und haben gedacht, nein, genau heute muss das sein. Genau heute, wo es darauf ankommt. Aber wir haben es voll verzuckt, wir sind zusammen nicht connected, wir sind mit Gott nicht connected. Wir haben mit dem Kind sind wir noch schlecht umgegangen. Gestern haben wir noch neue Videos aus Ägypten geschaut, die wir nicht erzählen und. Einfach, hey, es ist nicht ein guter Tag. Heute kann Gott uns wahrscheinlich nicht das Gebet hören und uns annehmen. Hat es eine Rolle gespielt? Hat es eine Rolle gespielt? Oder ist es ums Leben vom Hohepriester gegangen? Es hat keine Rolle gespielt. Wenn der Hohepriester rein war, ist er angenommen und das ganze Volk war angenommen. Einer für alle. Einer für alle. Umgekehrt. Sagen wir, Miriam und Jakob sind gekommen und haben gesagt, wow, so ein Jahr haben wir noch nie gehabt. Ich möchte mich nicht bei ihnen ein Gebot übertreten zu haben. Hey, ich bin pumped, ich habe 24 Stunden Gebet gemacht, ich habe gefastet und trotzdem Muskeln behalten. Das ist wirklich legendär. Alles hat gestimmt das Jahr. Aber der Hohepriester hat das Opfer nicht gemacht und ist hier, bumm, tot umgekehrt, hat es eine Rolle gespielt, ihr gutes Leben. Nein. Und das ist genau unter dem neuen Bund bei Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Hohepriester, ich habe das Opfer gebracht, ich bin angenommen worden, darum sind wir angenommen. Er ist zum Segen geworden, darum bist du in Ewigkeit unter dem Segen. Hat unser Leben einen Einfluss? Natürlich auf die Beziehung mit Gott, ob wir verbunden sind mit ihm oder nicht. Genauso wie meine Kinder. Meine Kinder sind immer meine Kinder. Die haben immer das Erbe, die haben immer mein Wohlwollen. Ob unsere Beziehung gut ist, das ist eine andere Frage. Aber es hat keinen Einfluss, ob ich für sie sorge oder nicht. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass unser Lebensstil einen Einfluss hat, ob Gott jetzt das Gebet beantwortet oder nicht. Hat manchmal das Gefühl, es ist einfach nicht so. Darum hat ja Jesus Christus das perfekte Opfer gebracht. Also es kommt nicht darauf an, wenn ich für jemanden bete, ob ich mich fühle danach, ob ich gestern vielleicht einen Film geschaut habe, den ich vielleicht nicht erzähle. Das betrübt vielleicht unsere Verbindung mit Gott, aber es hat nichts damit zu tun, dass wenn ich bete im Namen von Jesus, dass sein Reich nie brechen. Weil Gott schaut nicht auf mein Leben, auf meine Leistung, er schaut auf die Leistung, die Jesus am Kreuz erbracht hat. Und so, glaube ich, tun wir uns manchmal limitieren, was Gott durch uns machen kann. Nicht, weil er es nicht will, sondern wir limitieren den Kanal durch die Identität, wie wir uns sehen und wie wir den Vater sehen und wie wir das Werk am Kreuz missinterpretieren. Und das will ich heute zurufen. Lass uns das sprengen. Lass uns das wieder aufmachen. Und komm so zu dem Punkt von Enttäuschungen. Jeder von uns hat das erlebt, dass Gott durch uns hat fliessen und gewaltig das Reich Gottes hat nie brechen.
wie viele Menschen können Gott kennenlernen, geheilt oder befreit worden sind oder unsere Gebete erhört worden sind. Und in dem gleichen Maß haben wir wahrscheinlich alle erlebt, dass eben Gebete vermeintlich nicht erfüllt worden sind und nicht erfüllt worden sind. Und das stellt uns vor grosse Fragen. Und das Erste, was ich uns zurufen will, ist, er ist immer noch ein guter Vater. Und er bleibt ein guter Vater. Das Zweite, was ich uns zurufen will, ist, dass wir nicht probieren, Antworten zu geben, die Gott nicht gibt. Immer dann, wenn wir das machen, wird es komisch. Immer dann, wenn wir das machen, dann wird es gespässig. Und wir müssen das aushalten, so wie es Gott auch ausgehalten hat, dass es auf gewisse Fragen keine Antworten gibt, in unserem Verstand, aber vielleicht im Herz. Dass durch die Beziehung mit ihm Friede in unser Herz kommen kann. Und wenn wir enttäuscht sind, wenn wir in dieser Enttäuschung sind, sind wir emotional an einem Ort, wo vielfach auch schräge Konzepte daraus wachsen können. Viele Theologien, wieso das heute etwas nicht mehr passieren kann, sind an einem Ort von Enttäuschung passiert und nicht in der Gegenwart von Christus. Und unsere Überzeugungen und Theologien sollten entstehen in der Gegenwart von Gott und nicht in der vermeintlichen Abwesenheit von ihm. Und ich will euch zurufen, mit unseren Enttäuschungen immer wieder zu Gott Vater kommen und die dort ablegen und heil werden. Weil Enttäuschungen, die nicht heil werden, gehen irgendwo in die Beziehung, in die Herzensverbundenheit mit Gott Vater rein und machen eine Distanz. Als erstes und als zweites, sie trüben unseren Blick, was möglich ist heute. Und sie lassen uns die Verheißungen einschneiden, abstumpfen und so ein bisschen einmitten, was heute noch möglich ist und was nicht. Aber die Verheißungen sind immer noch da, in einer Klarheit, in einer Schärfe und immer noch das Ja Gottes dahinter. Und ich will euch da Mut machen, nach diesen Überzeugungen zu leben, nach diesen Kernüberzeugungen. Es ist unmöglich, dass nichts passiert, wenn wir beten. Es passiert immer etwas, wenn wir beten. Er ist ein guter Vater und ich bin sein Sohn oder seine Tochter. Ganz gleich, wie ich mich fühle, ganz gleich, wie die Umstände aussehen. Ich will noch beten. Darf ich euch bitten zum Aufstehen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass wir in dieser Zeit leben, von der Gnade, und wo du sagst, ich bin ein Vater, ich bin nicht mehr weiter weg, ich bin näher und ich meine es gut. Ich danke dir für den Package-Deal, wo du einfach für die Menschheit im Generellen da bist, aber auch besonders für deine Kinder. Danke dir für den Beziehungsstand, von angenommen sein und von dein Herz wirklich kennen und deine Stimme kennen. Danke dir für die Freundschaft, die du uns anbietest. Gewaltig. Und ich bitte dich, dass du ganz tief uns jetzt einfach in unser Herz einlässt. Dass du mit uns von der Stadt durchgegangen bist, dass wir das im Herzen sehen und erleben. Und uns von der geistlichen Welt vorgestellt hast, mit voller Stolz und gesagt hast, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Aber jetzt darf er in meinem Namen Geschäfte. Und ich bete für die Menschen, die merken, dass sie eigentlich noch einen Zügeltermin offen haben. Aus dem Firmenhaus ins Vaterhaus über. Besonders auch, wenn es um das Gebetsleben geht. Dass sie den Zügeltermin mit dir machen können. Dass du, Vater, sie ins Haus rufst, wo Frieden ist, wo Freude ist, wo Angenommenheit ist, wo so vieles zur Ruhe kommt. Wenn wir aus dieser Identität heraus beten, leben und sein. Und in einem besonderen Maß bete ich, dass unsere Enttäuschungen heute aus dem Rucksack freigelassen werden zu dir als Kreuz. Und du sie wieder kannst füllen mit Hoffnung, Glauben und Zuversicht. So Geist Gottes, danke, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du die grosse Verheißung bist von Jesus Christus in unserem Leben. Durch dich und in dir leben wir und sind wir. Danke vielmals, Geist Gottes, dass jetzt in dieser Zeit, wo wir dich anbeten, Vater, dich ehren, Jesus Christus, dass du besonders wirkst und uns dienst. Danke vielmals und alle, die können, sagen Amen.